Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich bin die Fettwolzen und zeige euch heute ein Video zur Division 2. Das neue Update Year 6 Season 3.2 bringt frischen Wind ins Spiel und macht besonders für neue Spieler und Rückkehrer einiges leichter. Hier die wichtigsten Änderungen. Freundeseinladung überarbeitet. Jetzt lohnt sich das Einladen doppelt. Wer einen Freund einlädt, sorgt dafür, dass dieser neben dem Stinger Jäger Outfit, dem Stinger LMG und der Stinger Rucksack-Trophäe jetzt auch einen Level 30 Boost bekommt. Damit geht's direkt ins Endgame. In die Endgame-Action, so muss ich sagen. Voraussetzung, der neue Spieler muss nur 2 Stunden spielen. Dann zweitens, Descendant-Anpassung. Der beliebte Modus ist jetzt bereits ab Level 20 verfügbar. Dann haben wir Frühling und Osterevent. Frühling und Osterevent, ja, startet am 8. April, Ende 22. April. Sobald du das Projektsystem freigeschaltet hast, kannst du an der neuen Osterprojektkette teilnehmen. Belohnung, ja, verschiedene Cages, das neue Rabbits Season Outfit, eine benannte Waffe. Also Mission erledigen, Eier sammeln, Style upgraden. Dann haben wir Modifikatoren und Season Journey Fixes. Gegen die Warhound, Marauder-Drohne, Mini-Tanks und Co. erhalten keine falschen Modifikatoren mehr. Fortified Shield Modifikator zeigt jetzt den korrekten HP-Wert. Modifikatoren zählen und funktionieren jetzt wie sie sollen. Kein Blockieren mehr bei Missionsfortschritt in Stufe 6 der Reise. Season Journey Tutorial erscheint wieder korrekt nach BOO verlassen. Was auch immer das heißt. Da steht nach BOO verlassen. Helft's mir mal, schreibt mir in die Kommentare, was das überhaupt heißt. BOO. Ich habe es euch nämlich ins Deutsche übersetzt. Aber dann. Das war es jetzt nicht. UI und Skillfixes. Chevron-Symbole bei Waffen wie Brutus, Adrestia, Cricket etc. sind wieder sichtbar. Alle 3 Pulse-Skills waren sofort verfügbar, jetzt gefixt. Boost auf Level 30, nur noch nach Abschluss der BOO-Aktivierung möglich. Da haben wir es schon wieder. Sorry. Weitere Fixes. Boost nach New York funktioniert jetzt wie geplant. Kosmetik-Clipping bei The Full Outfit wurde korrigiert. Olivia-Fans und andere NPCs haben wieder funktionierende Voice-Covers. Annas Sprachausgabe bei Briefing und Debriefing laufen jetzt sauber. Rucksack-Trophäe Chirpy und Lucky, die kenne ich auch nicht, zeigen wieder die richtigen Icons. Okay. Mein Fazit. Solide Patches mit vielen sinnvollen Fixes. Vor allem neue Spieler profitieren extrem von Level 30 Boost. Das Oster-Event bringt Style und die nervigen Bugs im Modifier-System sind endlich behoben. Was denkt ihr? Seid ihr mit dem Patch zufrieden? Kommentiert gern unten im Video oder in der nächsten Livestream reden wir drüber. Und das war's dann wieder mit dem Patch. Ja. Für alle, die wo interessiert sind, viel Spaß damit. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Servus.